Salut! An herzlich willkommen bei Luxplay. Wir sind so professionell, dass wir für das Folge kein Skript vorbereitet haben und dafür alles improvisieren. Viel Spaß! Hadouken! Nerf this! Was schon von dem Spiel hören, wo ich kann ganz Welten als Blick erkundigen? Minecraft. Nee, das ist nicht das, was ich meine. Wo du kannst Materialien meinen und Werkzeuge daraus craften. Minecraft. Nee, das ist nicht das. Du spielst mit einem dick süßen Charakter. Nee, das ist nicht Minecraft. Nee, das... Lunget! Dragon Quest Builders 2. Klötzchen op den Eestallen, der Fantasie freie Laflossen an du mat eich Walte kreieren. E Prinzip mat falsche Minecraft seit 2009 Spieler sei Band zit. E Bann, welchen mech bis bald ganz gut anzählen konnt. Bei der ganzen Sandbox-Mechanik, Bauwarts der Welt, mehr ginn da kein Grenzen, hut mein Paps gefehlt. An dat war einfach klar Ziel. Eng Story, die ma in Richtung an noch ein Ziel geht, wieso ich auch nach dem 100. Bewohner eng esche Boot soll bauen. A genau hei kennt Dragon Quest Builders Reihe anspiel. Die Reihe bietet nämlich beim Dragon Quest Universum eng Spielweis, die de meisten RPG-Fans draußen Begriff hat. Dragon Quest Builders 2 spielt nun ein Event von Dragon Quest 2. Bei dem den Hargon an Dragon Quest 2 besiegt gouf, schweren die übrigen Lakaien, die sich ganz kreativ Kanner von Hargon nennen, Revanche. An dem sie alle Bauer beseitigen und Bauer von neue Sachen verbieten, erhoffen sie sich Menschen durch Verzweiflung und Angst kontrollieren zu können. Von diesen Erbauern als ehrenerstalte Charakter. In einem kleinen Tutorial auf welchem er Gefangenentransport geht, strandet ihr auf einer einsamer Insel, die nicht so ganz einsam ist. Mam Lulu, einem Mitgefangenen an dem Malroth, einem jungen Bursch, die nicht nur seine Erinnerung verloren hat, mehr am liebsten mit der Feicht schwätzt, macht ihr Drehs, die Brachinsel, auf der ihr gelandet seid, zu ihrem neuen Zuhause zu machen. Für das zu erreichen, muss ihr 3 Inseln erreichen. Und das gesammelt Wissen und auch die neuen Helfer eure mit hinbringen. Helfer kommen natürlich nicht ohne weiteres einfach mal durch mit. Als erstes muss ihr den Bewohner bei ihren Problemen helfen, für die jeweilige Insel-Storycast fertig zu machen. Dabei laufen die Inselaufgaben von Insel zu Insel immer gleich auf. Wenn eine neue Insel kommt, feiert ihr ihre Wehe als echt immer zu einem Dorf, das auch ihnen leid, und nehmen darauf Wort, von nicht abgebaut zu gehen. Nach den ersten Abwehrungsmissionen kriegt ihr dann auch die erste Hauptquest für die Insel. Bei diesen muss ich sagen, dass verschiedene davon wirken, als wären sie nicht mehr für die Spieldauer unaged lang zu sein. So kriegt ihr auf der ersten Insel Mission 250 Sachen zu pflanzen. What the fuck? Während ihr also brav neue Felder lädt für Platz zu kriegen, gemäß, brauchen noch Bewohner die eine oder andere Baut von ihr. Von einem Schlafraum, einer Toilette bis hin zu einem Badehaus. Ein guter Bauer schlägt keinen mehr Wunsch aus. Für Normalzimmern, so wie ein Toilette, kriegt auf dem Bewohner selber gesagt, wie das Ganze ausgesehen hat. Für die mehr spektakulären Gebäude, also wie das Badehaus, zeichnet ihr Bauplan, welchen ihr Schritt für Schritt erklärt, welche Bausteine ihr noch fehlen. Unter Werkbank können dann die einzelnen Bausteine hergestellt gehen. Pro Baustein braucht ihr dann aber auch die nötigen Materialien. Und da könnt ihr Kunde von der Welt zum Ersatz. Alles, was ihr an der Welt findet, kann als Material genutzt gehen. Also holt ihr erst den Malroth mit und reist über die ganze Insel für die nötigen Materialien zu finden. Dabei muss er feststellen, dass nicht alles, was er normalerweise zerstörbar ist. Dafür hat er der Bauer geschehen. Mit ihrem Hummer lassen sich ganz einfach Bausteine in hier Basismaterialien umwandeln, die an ihrem Inventar Platz finden, für späterem genutzt zu gehen. Mit dem Handelscher könnt ihr einzelne Bausteine abheben und positionieren, wo ihr die gerade braucht. Welcher Entwickler behauptet, dass der Knäppchen mit welchem ihr mit den Bewohnern schwätzt, genau richtig ist, für auch mit der Bauer geschieht zu wechseln, als man hautnah Rätsel. Wenn jetzt sich in einem anständigen Rollenspiel gehört, gibt es auch Kämpfe, die zu bewältigen gehen. Und diese Kämpfe fallen ziemlich fummelig aus. So kann ihr Charakter nicht mehr normal angreifen oder fortlaufen, für den gegnerischen Attack auszuweichen. Blocken oder ein Ausweichroll gibt verzweifelt Gesicht.
Am Kampf verlor ich am meisten op de Malroth, während der der rumläuft an ersten nicht op viel Leben zu regenerieren. Als brillanten Erbauer könnt ihr euch aber auch Rüstung und Waffen an ihrer Basis basteln, die dann Aufwehr oder ihren Angriff steigern. Neben der Lebensanzeige an der Sprint legt, kommen wir auch auf die Hungeranzeige zu schwätzen. Als die bei 0% ankommen, ist ihr Charakter nicht mehr in der Lage anzugreifen, ohne nur alt Schlo ein Pause zu brauchen. Aber am Sprinten, die ist sich auch schwer. Für was genau Dragon Quest Builders die Anzeige braucht, verstehe ich noch nicht so richtig, als für den Realismus kann es ja nicht sein. Vielleicht ist es einfach gebraucht, dass ihr einen Grund tut, neben der Gesundheitsregeneration fürs Karren zu müssen. Also am Großen und Ganzen wirkt die Anzeige überflüssig und nervt auch ein wenig, wenn ihr gerade nichts zu essen dabei holt und ihr gerade in der Welt umgang als Materialien zu sammeln. Dafür muss ich aber sagen, dass ihr einfach von einem Punkt auf den anderen mit der Ingame-Karte springen kann. So kann ihr ganz einfach von da, wo ihr sich gerade befindet, sich zurück an sein Dorf teleportieren. Oder auch mal seinem Umhang von einem Bier sprangen und durch die Gegend fliehen. An der Kunden von Inseln als etwas, das immer Spaß macht. Und ihr mit kleinen Rätseln belohnt, die ich nur Lesen mit einer Medaille belohnen, die ihr wiederum gegen neue Gegenstände umtauschen kann. Sind Altmaterialien gesammelt, Bausteine oder Möwen hergestellt, an den Wunsch vom Bewohner erfüllt, dann geht er mit der Fried vom Bewohner in Form von sammelbaren Herzen belohnen. Die braucht ihr für ihr Dorf abzuleveln und so neue Bauanleitungen freizuschalten. Und noch neue Bewohner schließen sich erst mit allen neuen Level an. Daneben können die Herzen auch für glückliche Bewohner Falle losgehen. Nur Altquest seid ihr dann, wie die unwirtliche Ruin vom Anfang immer mehr zu einem kleinen Dorf geht. Und das möchte ich schon ziemlich stolz. Yeah! Seht euch nur mein Werk an! Ich habe Feuer gemacht! Ich habe Feuer gemacht! Womit ich dann auch schon zu meinem Fazit kommen. Mit Dragon Quest Builders 2 hat Square Enix mit Omega Force zusammen ein Spiel kreiert, das das Minecraft-Prinzip mit einer charmanten Story an einem belebten Rollenspieluniversum kombiniert. Und obwohl die Kämpfe nicht ein Highlight vom Spiel sind, so sehen die von Akira Toriyama erschaffenen Charaktermodelle fantastisch aus. Die Kernelemente vom Spiel bauen, mischt auch nur 15 Stunden Spielen nach Spaß. Fehlen sich verschiedene Missionen nach wie Fleißaufgaben und so belohnt das Resultat. Japanische Spieler sind bekannt dafür, an einem Charakter zu spielen, wo riesig schwer wird, an einer Anime-Frise. Nicht einfach so bei der Yakuza-Reihe oder dem neuen Spin-off Judgment. Die probieren nämlich ein bisschen mehr realistisch zu bleiben, auch wenn es trotzdem noch immer ein bisschen übertrieben geht, weil die für japanische Spieler ja aber kennt. Mit Yakuza 6 kom bei uns 2018 eng von denen erfolgreichste rezente Serie von Sega benannt. Während Yakuza-Reihe a Japan immens populär ass a viel Remakes an Spin-offs spendéiert krut, blouf se bei uns echte en Nischentitel mat enger méi klenger awer ageflechter Fanbase. An dieser Fanbase ass sicherlech net entgangen, dat en Juni en neien Ofleger oder sogar spirituelle Nachfolger bei Eise rauskom, am einfache Numm Judgment. E Grund zur Fred fir Fans a fir de recht en Topspiel fir dat berüchtigt Zummerlach, oder doch echt eng Enttäuschung, die die Viergänger nicht Wasser riechen kann. Der neue spielbaren Hauptcharakter aus der Privatdetektiv Takayuki Yagami, freieren auf Code, den dafür bekannt gouf, e Freispruch für sein dem Mord ugeklote Client erwirkt zu hun. Diese Client wird sich kurz danach aber tatsächlich als Seriekiller entpuppt, und weiter Opfer gefordert. Schuldgefehler hunde Yagami dunde zo gedriven, da für kurz Karriere und Null zu henken. Seitdem halten sich als Privatdetektiv gerade so über Wasser, durch Obträge für seinen Ex-Arbeitskollege, Bekanntschaften aus der Umgebung, also sogar Kollegen aus der Yakuza, den er aus seiner Jugend kennt, weil ich dem Spieler nur an nur durch Flashbacks erzählt wird. Als eigentlich Hauptgeschichte fängt aber recht an, wie die Yagami mit der Beweisermittlung an einem neuen mysteriösen Fall über eine Mordserie un Yakuzas beauftragt wird, bei dem die Indizien sehr an die Richtung von dem Yakuza-Clan gehen, mit dem der Yagami nachher Kontakt ist. Weil die Story von ihren Überraschungen an Mysterien lief, wollen wir aber auf dieser Platz nicht mehr verraten. What the? Jedereen, der schon einmal einen Yakuza-Titel gespielt hat, wird sich bei Judgment sehr nicht ganz daheim fühlen. Als Geschichte spielt Nes am fiktiven, berüchtigten Nightlife-Feier Kamurocho an Tokio, das dem realen Kabukicho-Quartier aus Shinjuku no empfund ist.
an ob ein neues war den nieft enger spannender Hauptgeschichte mit viel Drama an Intrigen, eng rein Nierwe-Missionen, Nierwe-Beschäftigungen an Minispieler obeis, dat fir d'échte Käier seit Yakuza 1 or an enger komplett englischer Spruch ausgab. Dei frei a furchtbar Spielwelt ass zwar vergleichsweis kleng, wie do fir randvoll mat Aktivitätner Geschichten, die wëllen entdeckt gin. An daran nucht voll mat Leiit, déi de gesellege Großstadtflair vun Tokio gut imitéieren. Hauptstory kann sich mat filmisch inszenéierte Cutscenes, detaillierte Charaktermodellen an engagierte Lesungen vun de Synchronspriecher bretze. War den awer leider vun den austauschbaren zeitweis hässlichen NPCs bei den Seele vertonte Niervenaktivitäten net behaupten kann. Nierwe-Missionen probieren dofir matieren deels mi serieuen, deels méi witzigen an absurde Geschichten zu innerhalen, an denen de japanischen Humor vun dieser Spielreihe erkennbar ist. Dei méi ongedëllech ënnert Ech Siefen awer gewarnt. Judgment lädt viel Wert op Storia-Charakteren, sodat de sech am Spielverlauf durch unzählig Dialogboxe klicken muss. 逃げるよついてきて Was de Gameplay ugeht, ass Judgment nach immer e Third-Person-Brawler, och wann dëst Spielelement net méi so allgeige wertig as ewéi bei senge Viergänger. An de meeschte Missionioune gi Problem hat duch eng säfteg Klepperei geléis, an noch wann e just frei duch Kamerotcho left, wëllen all 50 Meter puer idiotene Kampfen Dir fenken. Gekämpft gëtt mat Hänner Face an allméiglesche Geigestände, die beim Kampfe so rondëm neien, oder Waffen, die besiegte Gegner aufhëlle kann. Wie genug ausdeelt, kann dann auch situationsofhängig Supermoves ans Spiel bringen oder sich kurzzeitig boosten. Kombiniert mat de viele Skills a Kombos, die je gegen Erfahrungspunkte freischalten kann, an den zwei Kampfstile vom Protagonist, Tigerstil mat viel Poise a schweren Attacke für einzel Starkgegner, Kranichstil mat schnelle, weitreichenden Ugriffer für Gegnergruppen, kann ihn ein Kampfchoreografie vom Stab belosen, wie in seinem Hongkong Actionfilm kennt. Brauch en moll eng Paus vum Fillen zerklappen, da kann en an de Baseballcenter oder Dartspiele goen, am Kaffee inhëppen, mat strummerte Shogi spillen oder bei Mahjong an am Casino sing Sue lass gin. Mei perélesche Favorit sinn awer d'Arcade-Hallen, an denen e viel all Sega-Titel spiele kann, wie zum Beispiel Virtua Fighter oder Puyo Puyo. Ganz nei dabei sinn außerdem en Zombie-Shooter an en VR-Game. Trotz alledem bleibt Judgment bei segem Umfang und Nierwebeschäftigungen weit han senge Viergänger zurück. A Serieklassiker wie zum Beispiel Karaoke oder de Kampfkolosseum und et net mehr ans Spiel gepackt. Wer das da bei Judgment de Lonai, erwert och de Yakuza-Kenner nach überraschen. Weil als neue Protagonist net méi en Yakuza ass, méi Privatdetektiv, kommen eng Reihe Neuspielelemente ran, die sich op d'Analyséieren an op Unopfälligkeit fixieren. Wie zum Beispiel Tatdochter no Spuren aufsichern, Indizie sammeln, an Leiit bei Interrogatoren die richtig frohe Stellen a gelegentlich dabei mat gesammelte Beweise überfeieren, oder awer Leiit beschatten, Fotoen holen, sich verkleden, Schlösser knacken an ähnliches. Zum mulsten Aspekt vun der Detektivarbeit bringt e lichte Flair Phoenix White oder auch L.A. Noir an die etabliert Yakuza-Formel. E bësse schwör das awer, dat des Neuspielelementer gréistendeels extrem simplistisch designt sinn, a weder viel Überlegung nach viel Skill verlangen. Schon in kurzer Zeit viele sich méi langotmisch Elementer wie zum Beispiel Beschattungen, eichter wie eng Fleißarbeit als dat ze Spaß macht.
Als de chronologisch aktuellsten Deel am Yakuza-Verse will Judgment natürlich auch ganz modern sinn, an so kann sich als Held immer op sein nördischen Hackerkolleg verlosen, die für hinemol blitzschnell über Social Networks kann Leute lokalisieren. Als Menü as lo ewéi bei rezente GTA-Titeln an eisem Handy integriert, a mir hunn als neue Gadget eng ferngesteuert Drohn, déi net nëmme fir d'Informationsbeschaffung a Missioune benutzt gëtt, wie och an Drohnekursen untriden an dofir gepimpt gi kann. Judgment fielt sich auch allgemeng nach méi geschmeidig hun am Gameplay wie sinn Viergänger. Texture si méi knackeg, et gi keng Loading-Screens méi fir an Gebäi ran oder rauszugoen, an iwwer die meescht Hindernisser wéi Mauren oder Autor kann eisen held intuitive Riverklammen. Ofgesi vu gelegentlech holpresche Kollisionserkennungen konnte ich auch weiter kein technisch Unproperhete feststellen. Als lächte neue Feature will ich aber auch Freundschaften schließen, nicht vergessen. Überall an der Stadt begehen die Leute, die zu ihren Freunden gehen können, an dem sie dahin bei etwas hilft, eine Gefallen macht oder sogar einfach schüss Martine schwätzt. Das bringt nicht schüss Erfahrungspunkte, mit jener Situation können eher neu gewonnene Kollegen ihr Schölle bekommen oder diverse Avantage freischalten. Aus verschiedene Freundschaften mit weiblichen Charakteren können außerdem später Dates gehen, wohin zu Summen Aktivitäten machen, als ich durch die richtigen Dialogoptionen Menü kommen kann. Aufschließend kann ich behaupten, dass Judgment no Motto Qualität über Quantität klar Manner Content wesing Viergänger bietet, mir wat bleibt als technisch grafisch das Beste, was die Serie bislang zu bieten hat. Und noch die Story braucht sich nicht zu verstoppen. Für die Yakuza-Veterane bringen den Detektivaspekt a komplett neue Minispieler genug neue Wandern eng vertraute Welt, an all Neuling, die für ein Thriller, Drama, mat over-the-top-Kampf-Gameplay, a witzig Kurzgeschichten auch mal méi langwierig Geschwätzszenen erkafelt, bit Judgment locker über 50 Stunden in Erhaltung für alles zu entdecken. So, das war jetzt schon mal diese improvisierte Folge. Wir hoffen, es hat euch aber gefallen. Nächsten Monat machen wir aber eine kleine Sommerpause. Mit keine Angst, wir lassen euch nicht ganz so lang zurück. Ciao. Ciao. So, das war jetzt schon mal das. Okay. Wir sind so professionell, dass wir für das Folge kein Skript geschrieben haben. Boah. Mussten noch 6 Minuten gut nutzen, weißt du? Wir haben 6 Minuten fürs Filmen. Noch 3. Fuck. Oh Mann. Okay. Stretchübungen. Dann können wir okay. Und dann ist gut. Nicht einfach so bei der Yakuza-Reihe oder dem neuen Spin-off Judgment. Ich schon den Namen vergessen. Japanisch Spiel. So, und das war jetzt schon mal diese improvisierte Folge. Wir hoffen, es hat euch aber gefallen. Nächsten Monat machen wir eine kleine Sommerpause. Mit keine Angst, wir werden erst nicht ganz zurücklassen. Ciao. Ciao. So, ich vergesse Ciao zu sagen. Nee.